Der Rosenkranz von Matthias Zesch. Da bringen er mich nimmer hin. Und das will ein katholisches Krankenhaus sein. Der Fritz ist ganz aus'm Heisel. Das heißt, soweit man das sein kann, mit 94 und noch einer schweren Grippe und fast von all seinen irdischen Blochen befreit hat. Seine Tochter holt ihn grad ab. Wie er von der letzten Untersuchung gekommen ist, war sein Zimmer schon aufgeräumt, damit er sich ja nicht gleich wieder ansteckt mit irgendwelchen Viren, Bazillen, Keimen und sonstigem Teufelszeug, hat die Schwester in Schutzkleider alles durchgeguckt und entsorgt, was in der Schublade, auf dem Nachttisch und im Schrank rumgelegen ist. Und da dabei war halt neben angefangene Salbetube, gebrauchte Tempotücher, angeknabberte Kekse, papische Wassergläser und krumpelige Infopapiere an sein gute, alte Rosenkranz gewest. Sie hat den ganzen Schampel in eine Plastik tut und ab damit in die Spezialentsorgung. Sein Rosenkranz. Wie oft sind die 59 ovale, braune Glasperlen in den letzten 76 Jahren durch seine Finger gelaufen, in schöne und in schlimme Zeiten. Seine Mutter hat ihm den Rosenkranz mitgegeben, wie er damals in den Krieg gemisst hat, mit grad 18 Jahren. Er sieht sie heute noch vor sich kreune. Wie man benutzen tut, hat er gewusst. Sie haben ihn ja schon als Kinder mitgemurmelt. In der Kirche vor dem prächtig geschmückten Marienaltar im Mai. Und wenn er jetzt gestorben war, da sind alle miteinander zusammengekommen. Die Tante Babette hat vorgebet, die anderen sind eingefallen. Und natürlich vor dem Mess am Sonntag. Wie langweilig war ihm das als gewesen. Die ewig viele gegrüßet seist du Maria. Es wollte ja als gar nicht mehr aufhören. Aber der Prälat Hufschmidt immer geschwärmt hat von deinen wunderbaren Glaubensgeheimnissen. Damals hat er nicht gedenkt, dass ihm die Perlenschnur so oft Halt gibt in deine schlimmen Jahren. Da, wie er halber verfroren ist an der Wolga, oder da, wo er vor Angst nicht mehr denken gekannt hat, nachts im Unerstand, und wie er ihn auf deine tagelange Fußmäsch um den Hals getragen hat, wie es ihn am Bein verwischt hat, auf de Grimm, und die Kette gerissen ist, und er im Grabe des Rosenkranzkreuz ganz fest gedrückt hat, weil er gemeint hat, es wär aus. Und wie er ihn wieder mit ihnen Droht zusammengeflickt hat, so wie sie ihn selber zusammengeflickt haben im Lazarett, noch Fiebernächt und Feindbeschuss. Und im Gefangenenlager, in der Reuwiese Hänsen gebet, die paar von seiner Kompanie, wo noch übrig waren, für sich und für die, wo nicht mit da waren. Und der silberne Marienmedaillon hätt verzählen gekannt, wie oft er sich damals noch seine Mutter gesehnt hat und gedenkt hat an den Quetschekuchen und er Grumbeersupp, an ihr Stimm, wie sie Segne du Maria singt. Und wie er endlich daheim war, hat er in der leeren Kirche seinem Herrgott Dankeschön gesagt. Und die einzig eckige Perle zwischendrin hat sein Ache, was er dort dabei gesehen. Und das kleine, glänzige Kreuz kennt er von Klare, wie er um sein Heinerle gegreint hat, wie der im Weiher ertrunken ist. Und um seine Frau, wie die vor ein paar Jahren einfach nicht mehr aufwachen wollte. Und die leicht rostige, griechspanische Drahtschlepp zwischen den Perlen kennten versichern, dass das Leben weitergeht und dass die schönen Zeiten auch wirklich arg schön waren. Und seine 5 Enkelchen, für die hat er schon 100-mal der freudereiche Gebet. Und in Lourdes war er dabei. Und im Flugzeug zu ihrer Tochter in Chicago und wie sie in ihr neues Haus eingezogen sind. Und jetzt hat er seinen Rosenkranz mitgenommen ins Krankenhaus. Man weiß ja nie und vielleicht geht's ja ans Sterben, da braucht man was zum drauf festhalten. Nee, da geh ich nicht mehr hin, hat er als was sich hingegrummelt auf der Heimfahrt. Er hat nicht mehr hingemisst. 3 Wochen später ist er daheim gestorben. Der Bestatter hat dem Fritz seine Tochter gefragt, ob er den Vater arm im Rosenkranz in der Hand aufbauen soll. So wie damals die Ketsche, seine Frau. Da ist die Moni in die Stadt gefahren und hat im Karmelkloster einen schönen, neuen, mit einem silbernen Kreuzel gekauft.